Good morning. Ik kan me stellen voor wat je weer noemen. Dat is goed waar we hier zijn met Jnod hoop en goed van Leeds. Ik vraag tegen de baby's. Ik vraag me zo zeer dat ik er niet brug werken daarna. Maar ik vraag me voor jullie met jullie baby's. We zijn in de rij Botschaften, die namen we Veakauntje Jnod. En dat Veakauntje Jnod, dus een feierdingen, een feierzieden te Jnod. En een feierdingen wat Jnod moet hebben, ten dat het Jnod is. En de eerste boodschap handelt zich van dat Jnod fält en Jerajchta Jnod Jnod. En door dat een beetje van God, God is heilig, hij is gerecht, hij is zinloos. En wanneer hij gerecht handelen doet, dan wordt hij die aanbrengen voor die zin. Maar hij dat niet, wegen zijn Gnade. En zo vandaar wil ik van reden, wo zou hij die niet aanbrengt, wegen zijn Gnade. De tweede boodschap handelt zich van dat hem fehlt een wortloser nemer. De Gnade fehlt een wortloser nemer. En daar rede ik een beetje van, dat du kannst het niet verdienen, du kannst het niet betoelen. Gnade ist ein Geschenk von Gott. Und wenn wir dort erst verdienen, dann ist es nicht mehr Gnade. Oder wenn wir dort betonen, ist es nicht mehr Gnade. Und Gnade ist immer ein freies Geschenk. Und so Gnade fehlt in Jerajchta Jnod Jnod. Und Gnade fehlt ein wortloser Nehmer. Von der will ich reden, von Gnade fehlt in Jerajchta Schult Tola. Und so Gnade, als modern Gnade, wann Sinn betont ist. Dat je een beetje tot met dat wat ik laat zeggen, dat God dat niet zin over zijn. Kleiner wat kleinere groter is, en je mal denkt, we zo, kijk, zo, ja, God zijn Gnade, hij wordt mijn zin over zijn. No, God dat niemals die zin over zijn. Maar hij dat betonen. En zo, we willen door van daar een beetje over denken, van dat hij dat zin betonen. Ik wil je een paar beelden wijzen. Ik dacht, ik wil je een betesten, zijn ze hier willen blijven er niet. En zo, het eerste is dit. Ik wil je toch zeggen dat wanneer je steak eten, dan moet je zo dit loten. Weet je, een beetje rood van binnen, zo'n dingen. Ik dacht zo, wanneer je wel een steak komt, zoals een Lara bakken, dan koopt je het liever de biljetvlees en dan staat het fijn. Just kidding. Maar weet je, dat is niet waar ik dit hier aan heb. Ik had het hier aan, wenn jeder Smol wat du eet, jedes Mal, wat du Fleisch eet, kein Wort von der Sorte Fleisch ist, dann hast du ein Leben gegeben für dein Leben. Und so von der wieder, wenn je wollen eten, wenn je Steak eten, von der zu Mittag, dann denk du an, dass ein Leben wird gegeben, dass ein Leben kann leben. Und so jemand hat ein Tier ein Leben gegeben, dass du kannst leben. Some denken vielleicht so, dann will ich bloß Greins eten. Aber das mit Greins kann ich so. Das was im Garten, das was an einem Baum oder an einer Stuhl. Und dass du Greins isst, das meint so viel, dass das Greins, das vielleicht, das ist ein bisschen eine andere Art Leben als ans, aber das lebt. Krut lebt. Und so, wenn je will ein Krut eten, dann ist auch ein Leben gegeben für ein Leben. Und so die Idee, wat ik wel even deel breng, is dat du leeft, wenn das wordt jeft een leven voor die. Ik had er nog niemals zo veel gedacht als deze week, als ik deze boodschap vreugd merk, dat het immer zo staat. Dat een leven, jeft een leven, dat een leven kan leven. En dat is meestal dan woensdag heran weer aankijken. Nog ik las een beschrijving. Nou, ik zie niet een dokter, maar ik zie zeer klug. Maar ik las een beschrijving dat wanneer du die Schnitz oder Specks oder wat, die hast een schwer. We nemen dat een schwer en dus met thee ben, niet? Je hebt me eenmaal kämpt eruit en dat zit zeer stroom. En zo, dat wordt de stof, passen aan we vielleicht op Engels, maar anyway, wat eruit kämpt, dat raadt dein leven. Weet je, de beschrijving zegt dat het overblijfsel sozusagen van bloedcells, oder bloed, wat zich heeft aangegeven, tem dat feiten, die entzündung in die Körper feiten. En dat is mij bloß immer so interessant, dat ons Körper so gebeut ist, dat wanneer die wat wordt,
dann der Körper durch was Handschatten, zum der Tuschlacken, dass es nicht bläht. Oder dort schickt was Hand, zum die Entzündung fährten. Und verschiedene Dinge passieren ans Körper. Aber das hat zu tun mit, dass diese, was mir interessant wird von das, wie dass die Beschreibung sieht, die witte Blutzellen, die geben das Leben für diese Entzündung. Und das, was dort witte Stoff hast, sind die schwer. Also ich sage, ich bin nicht ein Doktor, aber mir ist es sehr interessant, dass in uns einer Körper, du hast immer das Idee, dass du ein Leben gegeben für ein Leben. Du wird die Blutzellen geben das Leben, dass du kannst leben. Und so das Idee von Stellvertretung, unsere Ernährung kommt durch stellvertretende Versöhnung. Wir haben auch jährliches Leben, durch dass jemand ein Leben gibt. Und wenn wir nicht dort annehmen, sagt die Schrift, dann habe ich kein Leben. Und wir sagen einmal, du kannst versuchen, die selbst zu raten oder die ein Leben zu geben für dein Leben. Aber Gott hat es nicht so geplant, das schafft nicht. Und so stellvertretende Substitutionary Atonement, nennen wir das auf Englisch, like stellvertretende Versöhnung. Das wir haben die mit Gott versöhnt. Das hat die Feindschaft, die Sinn, die Trennung zwischen dir und Gott wahrgenommen. Und das ist wichtig, da wir das verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann versuchen wir Lebenszeit das selbst zu tun. Und wir wollen noch mal gut nicht werden. Wir wollen noch mal irgendwie bei Gott angenommen sein. Und so, Gott hat nicht den Weg angereicht. Wir haben in der ganzen Bibel das Bild von Stellvertretung. So, das fängt im Garten an. Das heißt, es steht, und der Gott, der hat mir Kleider für Adam und seine Früh von Ladasch und Kleidern damit. Na, die Bibel verteilt uns nicht die ganze Geschichte, aber ich glaube, dass Adam und Eva haben sich versündigt und sie haben sich mit ihren eigenen Kleider, mit ihren eigenen Blätter versucht zu bedecken. Das wird wir tun, wenn wir versuchen, uns selbst zu raten. Und so dann versuchen wir mit Blättern, mit Beinblättern, mit unseren Worten oder Anzeichen oder was immer das ist. Und dann kommt Gott und dann schlägt Gott ein Tier. Na, das war eigentlich, was er verjingt, dass wir das erste Mal, was Blut vergoten wird. Wenn Gott hat gesagt, den Tag, wo die sind, wo ich gestorben. Aber sie deuten nicht. Die Ursache, dass sie nicht deuten, ist das ganze Idee von stellvertretender Versöhnung. Und so Gott nimmt einen Schub oder eine Kase oder was immer. Und so er schlagt die. Und ich glaube, er schlagt die dafür Adam und Eva, die wird geopfert. Und er gibt dort Lara aus Kleider. Mir ist es sehr interessant, wenn du bei Adam und Eva die Jungs kommen, am einmal einen Tag sagt er bloß, die können ein Opfer bringen. Wo hatten die das her? Dass die sollen Opfer bringen. Und ich glaube, das kam mal in den Garten ein, Adam und Eva haben das gelehrt. Aber so ich sage, die Schrift sagt, dann steht nicht buchstäblich, das ist bloß, was ich glaube, was passiert, wenn ich das ewige Part von der Bibel bekicke, mit wo Gott handelt, mit Menschen. Noch eine steht, wo das passiert wie auf dem Berg. So wie kann das Geschichte? Abraham checkt und nimmt den Berg und schlagt dem für das Brandopfer in sein Sehen, seine steht. Das ist das erste Mal in der Bibel, wo das gebraucht wird, dass du ein Tier in ein Mensch seine steht genommen. Na, das passiert durch den ganzen Alten Bund, rein uns mit Jesus am Kreuz hängt, noch durch vorbei, aber dann hat er keine Meinung mehr. Aber das wird passiert, und so Abraham, er hat einen Sehen, wie weit in der Geschichte, hat lang nur den Sehen gelührt, und schließlich hat er einen Sehen, wie weit nicht in der Alte wir, weil wir sein 15, und bei einem Tag sagt Gott nicht erst den Sehen schlachten. Ich meine, wir würden denken, my goodness, was von Gott ein wir haben. Aber Abraham jetzt. Und so das wird passiert. Und gerade zu der letzten Sekunde sagt Gott, hier ist ein Lamm. In den Sehen seine steht. Und das wird mit mir und die erst passiert. Na, du kannst das annehmen. Er hat das verschmieden. Du kannst annehmen, dass das Lamm ist für die gestorben. Oder du kannst das selbst versägen. Das habt ihr uns. Aber der Preis ist geteilt. Noch eine steht, wo das passiert, dass in Ägypten. Dort Blut und jene Hiese wird ein Teken sein, wo ich wohne. Wenn ich dort Blut sei, wo ich beginnt vorbeigehen.
En so dat is die Geschichte van wo Gott Israel raden deed uit Egypten. En te goede laat dat hij alle eerstgeboorte in Egypten aanbrengt. En bloos dat bloot aan erederen. Ik ga we gaan een lied aan Spotify. En dat handelt zich van dit dat is er geschreven dat dus een kleine jong, die woont in Egypten, dat ze eerstgeborene zijn van zijn vader. En hij heeft gezien, was zijn vader dat lam slachten deed en wurde dat bloot aan de deren schmert. En zo is licht en baar en hij wil slopen, maar wij kan niet slopen, wegen ames angst, dat dat bloot wordt als een losgewaschen van een reen. En dan praat hij zijn daddy dat hij zal mal gaan checken, als dat bloot dan nog hem is. En zijn daddy zegt te hem, dat bloot, dat is er nog, der storm er niet, like, wat immer is, dat bloot is er. En ik wil die van jou zeggen dat Jezus ging in het Allerheiligste neemt met zijn bloed om een eeuwige erlösung teweeg te schaffen. En dat houdt zich gelijk wat van storm dat komt, wat in die leven passiert. En wil ze dat reint, huilt, stift, wat immer het in die leven, dat bloed, dat blijft er. Dat is allemaal ohne der. Maar ik stel me zo ver, wanneer ik een kleine jong was, je was in Egypten. Ik vond dat ik weer kunnen slopen. Ik vond dat ik ook weer je vond dat, like dat bloed ohne der, dat is het einzige ding tussen mij en mijn dood. En dat versuch ik in Veerweg te leren, dat het einzige ding tussen die en die dood is God zijn genade. Dat is God zijn genade tussen ons en onze dood. En zo ik word ook zijn angst was als dat bloed er nog weer. Ik kijk een stukje terug in de geschichte. Een documentary naam dat op Engels, maar dat is een geschichte. En dat handelt zich om een jonge vrouw, wat in Oost-Afrika schaffen deed. Dit was door Obama, als Obama president wie in de States. En maar eenmaal, zij schafte met Kenia wat te verhungeren, er een mes verhungeren. En zo, maar eenmaal komt de terroristgroep aan en dat daar wo ze schaft en ze nemen haar voor, zo kan je met over, nemen het met. En dan voor de nächste 93 dagen verzekeren ze geld te krijgen voor deze jonge vrouw van de States. Want zij is een Amerikaan. En zo zij het leeft dat zij wordt gestorven. Ze gaan naar wo op een stap onder een boom. En dan alle Westen merken ze films en checken die dan uit. En zij wordt zeer krank. Ze krijgt een entzündung, een woedentzündung in haar Körper. En zij weet dat bloos dat zij wordt onder den boom gestorven. Maar dan wordt er van de States uit, en dit zijn zo'n dingen wat de president moet onderschrijven, dat ze doen, maar dan is er een groep soldaten, die namen ze SEAL Team 6. En dat zijn de beste van de beste. En zo dit team wordt aangeschikt in dit land, om deze mij alle raden. En zij doen een nacht, als het ganz dieste is, als het keine moon is, dan doen ze van zeer hoog een airplane uithupsen, dan met vol charm erop. En landen ongeveer een mijl af van waar deze vrouw is met de groep terroristen top. En dan gaan ze bij die en dan gaan je Jerajchta dat ze daarna zijn kunnen en al zo'n dingen. En dan werd een lange geschichte kort merken ze raden deze vrouw. En zij vertelt dat en zij zegt dat een van de soldaten, die heeft haar genomen. Zij wie anyway allemaal hauptsächlich Hüt en Knerkes en zo is met haar afgerand. En eng en dan hebben ze haar op ihr hand gelegd. En dan deed das team van soldaten, das SEAL Team 6, die maken een krans om haar en leden zich op ihr doel, op haar nap, zodat zij weer ongeënt en den weg, ze kunnen in jeder Richtung scheiden den weg, aber sie beschützen haar. En in dem Moment, wel dacht ik aan te denken, maar dat wordt haar uitvrouwen, dat hij zegt, in dit moment, werden die soldaten alle wellig ihr leven te geven voor die. En zij zegt, ja, dat we meest niet te geloven, dat de beste team, sozusagen, van de US Army, van de Staatse Armee, dat die würden ihr leven geven zum raden. En over dem komen de helikopters aan en ze laden haar op en zijn weg. Maar
Mir wird eine interessante Geschichte. Wir sind abgewachsen in Wesset mit der Idee, dass wir sollen niemals ein Police sein, niemals ein Soldat, und ich will auch nicht in Tauruden das sein. Aber das sind die Sorten Menschen, die gelehrt sind, ihr Leben zu geben für die. Statt zu checkte ich eine andere Geschichte von Ronald Reagan. Ronald Reagan war Präsident in den 80er Jahren. Und einen Tag kam er in ein Gebiet raus und fährt aber die Chor aus, wo er so mit vier, dann ist da einer mit einer Gun und der fängt an zu scheiten. Und ein Schuss trifft Ronald Reagan, aber dann ist da die Polizei, die den Präsident beschützen, den anderen Secret Service. Und die sind gelehrt, dass wenn der einmal geschoten wird, dann schmieden sie sich am Präsidenten ab, oder sie merken sich graut, oder sie hupsen für den Präsident. Allemal, das einer, die hups für den Präsident, er merkt sich graut und kriegt wenn es ein oder zwei Schuss, was den Präsidenten sollen treffen. Aber die sind gelehrt, ihr Leben zu geben für die Person, was sie beschützen. Und wenn ihr einmal in Mann, der wird geboren. Und er wird für das Isaac geboren, dass er sein Leben geben für die. Stellvertretende Versöhnung. Und so, abmal sagt Gott, im Blut ist das körperliche Leben, und ich habe ihn dort für den Altar gegeben, dass die damit versöhnt wurden, das Blut ist die Versöhnung, willst du ben das Leben ist. Und so, durch den ganzen Alte Bund, du jäft Gott in das Blut von Tieren. Aber dann Kreuz. In Hebräer 9,12 sagt er, er ist auch nicht mit Blut von Kosen oder Kalven in das Allerheiligste gegangen, er ging mit seinem eigenen Blut ein und für allemal in das Allerheiligste nennen und hat uns eine ewige Errettung verschafft. Weet je, das Blut bleibt da immer ohne dir, immer. Krijg niet durch wat je is, oder wat de storm is, oder hoeveel zin du hast gedaan, wie groot oder wie klein deine zin is, oder wie meten zin immer mit groot oder klein, in welche Sinn hat verschiedene Folien, aber was immer du ist. Nächste Sonntag will ich reden von, dass wenn Sinn groot wird genug nachgeraten. Und dann hat sich Glück, was du hast gedaan, wenn wir zu Gott kommen. Aber wir nehmen Jesus an, wir nehmen diese Errettung an, was die ewige Errettung, was er hat verschafft für uns. Und das ist du für uns. Petrus sagt es dit, Jesus selbst nimmt unseren Sinn auf seinen Körper, auf seinen einen Körper mit, auf das Kreuz ab, dass wir für den Sinn tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und so Jesus, er nimmt rein all deine Sünden, all deine Lehnes, all deine Pornografie, all dein unaufrichtig sein, all deine Stehlerei, all dein Plüdern über andere Menschen. Aber was tun wir alle? Dinge, was wir manchmal glauben, die sind nicht so wichtig und Gott wollte immer sein. Gott hätte nicht immer sein. Jesus nimmt die mit einem Kreuz. Und so das ist sehr, sehr wichtig, da wir das klar holen. Ich will Ihnen ein paar Versen aus Jesaja. Jesaja schreibt ungefähr 700 Jahre vor Jesus kam. Und er prophezeit, was wird passieren. Und in diesen Versen habe ich 2 Wörter getekent mit verschiedenen Klären. Und ich wünsche, wir würden das catchen, was er gesagt. Das sagt es dit. Wir sagen arm, also das redet von uns und das redet von arm. Das redet von mir und das redet von Jesus. So das ist bad clear, morgen wieder. Wir sagen arm aus dem Utbund und aus Veracht. Er hat viel gelitten und ist krank gewesen. Er wir aus einer, der sein Gesicht nicht weiß, er wir ein Utbund und wir rechnen am nicht. Na, das beschriften mit, wer Jesus wird sein, ob das Erde. Er wird kein besonderer Mensch, kein großer König. Er soll nicht in einen Palast wohnen. Er wird arm. Jesus sagt selbst, da kann keiner steht zu meinem Kopf anleihen, was meine ist. Und so eine Dinge steht. Und dann sagt es wieder, doch die Krankheit, die heut durch wie unsere.
dort Lieden wird uns drauf durch Heu. Aber wir dachten, Gott mich arm, Lieden und bestraft arm. Und so Jesaja prophezeit, dass das wird passieren. Er schriftet so, es war all passiert ist. Doch wir Heu, wenn unsere Sünden verletzt, Heu braucht uns vergehen dool, ab arm lag die Strafe, die uns heil mögt. Dadurch, dass Heu die Schläge kriegt, sind wir gesund. Meint ihr dort, was hier jetzt? Da wird mich drauf, nein, Heu. Da wird ich verschuldigt hat, dort wird arm gegeben. Und weißt ihr, wenn wir das hier lesen, dann so ein Vers in 2. Korinther 5, 21. Weil Gott mir den, der von keinem Sinn wisst, in uns steht zu sehen, dass wir durch eine Gerechtigkeit kriegen, was für Gott jährlich ist. Das, was Jesaja all prophezeit, lang fort passiert, dass es wird passieren. Und so, Erradung ist eine stellvertretende Versöhnung. Und in 2018 dann wieder eine Terroristgruppe, die eine junge Frau kidnappen in Frankreich. Und dann über dem ist dann Police, wo er sagt, dass wird anbieten, dass wird die Frau arrestiert nehmen. Und die Terroristen, die tun das. Sie nehmen den Police und lassen die Frau los. Und Luther merken sie, dass Police tot. Ich wundere mich immer, was braucht das für eine Sorte Menschen zum so tun? Paulus sagt, auf einer steht, wir würden nicht leicht für einen Menschen sterben. Vielleicht wirst du von seiner guten Freund dein Leben geben. Jesus gibt sein Leben für seine Feinde. Und so, Jnod fält und Jerajchta Schult Tola. Weet je wat lied? Der Schult Tola, der soll kommen. Wir brauchen da nicht mehr an sehen. Wir brauchen nicht mehr wundern, wo wir sie sind betonen, wer wird die noch mal betonen, oder wo wird es noch mal passieren. Das ist das Ding, was viele Menschen nicht verstehen können, wenn es kommt an Christentum. Wir wollen selbst betonen. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht frei kriegen, weil wir sagen, die meisten Dinge, die musst du dir verdienen. Du musst schaffen für den Lohn. Und wir leben in einer Welt, wo Dinge nicht frei sind. Und einmal, als du an Gott, was uns anbieten wird, weißt du, ich habe deine Schuld all betont, du brauchst bloß glauben, durch Gnade, wo wir gerade. Viele Menschen glauben, Christentum hat zu tun mit sein, so eine gute Menschen sein, als wir können, und dann sein, als wir dort an wollen reich ankommen. Aber ich wollte die 10 Gebote holen. Bitte ist ja eine Recke jüngling, wo ich fähig noch von rede. Ich komme nach Jesus und sage, was muss ich tun, zum seilig werden? Jesus sagt, verkauf alles, was du hast. Aber er sagt, hol mal die Gebote. Und er sagt, ich habe noch einmal getan. Und wir wundern, hat er really? Aber viele Menschen, wenn ich die 10 Gebote holen, vielleicht will ich das anmerken. Aber all diese Ideen sind gegründet auf den Idee, dass ich das selbst. Ich will das selbst betonen. Gott seine Erfahrung hat zu tun mit, was heute für mich. Nicht, was ich kann tun für ihn. Na bitte, das mich nicht richtig verstehen. Wenn ich Gott kann, ich habe Jesus angenommen, mein Leben ist durch für ihn. Aber wenn ich kämpfe mit der Lösung, das ist ein Geschenk von Gott. In Jesaja 53 sagt, dass wir alle ab dem Erweich so schub, dass jeder sein einer Weg gehen. Das ist eben einmal so mit meinen Christen, also gut. Ans geradster Kampf, ich habe einmal gesagt, der geradster Kampf mit uns ist, mein Willen und ja Gott sein Willen stellen. Das ist mein geradster Kampf. Wenn ich sie selbst gerät und ich will mein einer Willen haben, ich will mein einer Weg gehen. Aber der Herr lädt all unsere Ungerechtigkeit sein ab ihm. Und so war die Idee von stellvertretender Versöhnung. Petrus sagt, Jesus selbst nimmt unsere Sinn auf seinen einen Körper mit auf der Kreuz ab.
Na weet je, wie haben das Kreuz? Alle wen. Wie hat het aan gebied? Ik dacht even, wie had het really niet aan ons gebied? Ik weet niet wat man aan het is. Aber anyway, dit is aan onze gebieden, dat staat op onze boy, dat hangt er aan ons hals. Wo wen? Dit is een stoel wat er steeds gebruikt heeft om mensen dood connecten, naar electric chair en aan dat. Wieso ga je niet dit nieuwe buurt aan die keder om je hals hangen? Wieso? Dit is een bad wat ze hebben gebruikt, dat er vielleicht van nog mal gebruikt om mensen durch unspritzen. Ja, de impf, niet? Wat ze nu hebben. Anyway. Sorry, dat klappt me daar bloß nou. Anyway, er steht like lethal injection aan ze dat. En ze merken mensen dood, verbreken. Wieso heb je niet nu gemerkt dat bad om je hals heen, aan die keder? Nog wieder treden hadden ze een hengstrang. Da wordt mensen gehangen, irgendwo ver dat rechthuis, irgendwo in de maat staat of zo. Wieso heb je niet een hengstrang om je hals? Wieso een kreuz? Weet je waarom je een kreuz hebt? Because dat we hier am Kreuz, wo de göttliche Handel sozusagen gemerkt wordt. Nou, ik weet niet wat dat meint, wanneer du een Kreuz om den Hals hast oder so wieder. Is dat een Erinnerung für die, dat die Schuld is betoeld? Is dat een Erinnerung, dat de Erlösung ist durch eine stellvertretende Erlösung? Oder was hast du da? Bloß zum Schmack lassen? Nou, weet je, van al deze dingen wat ik niet weet, dat we in alles capital punishment, wat we den aan, dat we in alles dingen wat de staat gebruikt, zum Kriminales doodmerken. Van die alle is het Kreuz de ganz grässlichste. Aber dat staat wat we ons am Hals hängen. Dan als Jezus am Kreuz hangt, dan dacht keiner an dat Kreuz am Hals hängen. Nou, ik zei met dit niet dat je dat niet zal. Ik vraag die bloß, wat is de Ursache? Es ist eine Erinnerung für die, dat an dat Kreuz wordt die Sinn betoeld. En zo, stellvertretende Radung. En als Jezus den Wien Erik gekregen hat, sagt hij, nu is alles voor dich gebracht. Nu zijn John Wall zijn zinnen betoeld, nu zijn die zinnen, wat immer die noem is, wat immer du gedaan hast in dein leven, die zijn alle betoeld. Jezus ging in het allerheiligste naam in den himmlischen Tempel, sagt der Hebräerbrief uns, en du hast eine ewige Erlösung teweeggeschafft. En dat blijft door. Zoals je kunt al zien, durch alle storm, durch alle regen, wat immer dat komt im leven, durch alle Krieg, durch alle Verfolgung, durch alle Triebsal, wat immer wie in dit leven worden begenen, durch alle Krankheit, dat blijft door. Kannst du dat? Kannst du dat bloot? Wat je SEAL Team 6, ik heb deze früh overleed. En ze beschützen haar en jeder Schuss, wat wordt komen, wordt een soldaat treffen en er steht er früh. Dan dacht ik aan dat bloot Jezus Christi. Bedaagt mij en dat bedaagt die, wanneer we aan Jezus geloven. En jeder Schuss, wat de duivel scheiden deed, traf dat bloot en er steht die. Jede Verklärung, was der Feind für Gott bringt. Jedes Mal, wenn der Feind, ich weiß nicht, ist der nach Gott kämpfen, aber wenn er das und er kämpft nach Gott und er sagt, schick mal, was der Arschel da getan hat, dann trafen die Fehl und die trafen das Blut. Die trafen nicht die. Kannst du die Erlösung? Kannst du diese stellvertretende Versöhnung? Ich wünsche dir was. Und wenn er nicht ist, kannst du von dir annehmen. Weißt du, die Bibel sagt, glaube an dem Herrn Jesus Christus, dann wirst du selig. Wir sind durch Gnade gerettet, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, nicht durch unsere Worte. Was wenn wir durch Worte werden, würden wir uns alle abpuchen. Und
En so wenn du in dat bad legst so aus und du wunderst, wat het taude ik, wenn Jesus diese Nacht wat terugkomt, en ik weet wat dat meint voor jaren in mijn leven, leefde ik een vertwijfeld leven en wunderde immer, wenn Jesus wat komt, wat het dan taude ik? Dat is wo mir dat leid veel wird, als van een kleine Jong, wat in zijn bad ligt, en wundert, als het bloot er nog onder die is. Ik wundert ook, als het toen nog weer. Aber weet je wat? Ein Tag ging mir de zon op, so zu sein. Ein Tag kann ich verstehen, dass das Blut bleibt auf alle Ewigkeit. Das steht doch immer je in meinem Sinn. Ich kann bloß leben. Amen. Wenn du nicht Jesus kennst, dann würde ich dir zurufen. Nimm die stellvertretende Erlösung an. Du kostet einen Weg euch selbst. Aber Jesus kann. Und er hat all getan. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Wir werden top beten. Ons prayer team wat hier fern zijn, wenn du willst gleich beten über Wort, oder vielleicht was Jesus annehmen, willst gleich mit wem top beten, kommt hier noch fern. Und das Team wird mit ihnen top beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Dankeschön für du an das Kreuz hängst für uns. Dankeschön für das Allerheiligste Angehen mit deinem Blut. Eine ewige Lösung zu schaffen für uns. Help uns dort annehmen, help uns dabei leben, help uns die treu sein. Und wir danken dir für den Tag, wo du uns verscholen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Dankeschön für kommen, wünschen Ihnen Gottes Segen, hatten Gott